Wir haben zwar jetzt gerade vorher schon von City Skylines, SimCity und anderen Point-and-Click-Adventure-Spielen gehabt, die der Nico niemals spielen würde. Ich auch nicht, vor allem nicht City Skylines, grösster Hass, aber um das soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Und damit herzlich willkommen zu Episode 10 von Buff Crit Loot, unserem Gaming News Podcast. Wir haben heute ganz viele andere Themen vorbereitet für euch, die super spannend sind. Ein riesen Mischmasch eigentlich an coolen Gaming News. Unter anderem der Deutsche Computerspielpreis 2022. Wir schauen auch kurz auf die Verfilmung von God of War und auf die erste Staffel von Cuphead The Show. Und wir haben Kirby angespielt, also beziehungsweise die Demo haben wir gespielt. Und außerdem haben wir auch noch zwei nicht so coole Themen, das ist «Der Siedler» und «LX2». Und diese Themen besprechen wir heute mit mir, der Steffi und dir. Und mit mir, dem Nico. Genau. Perfekter Einsatz. Fast verpasst. Ihr merkt, ich bin auch noch ein bisschen am Dösen. Es ist so ein bisschen der Tag, genau, wo wir ein bisschen müde in den Podcast starten, aber wir bauen die Energie langsam auf und am Schluss. Das Kaffee muss noch zuerst wirken. Genau. Das kommt dann schon noch. Genau. Aber wir haben vorher schon über ein paar ganz interessante Themen geredet, aber eigentlich alles Zeugs, wo wir eigentlich müssen feststellen, wir spielen gar nicht so wirklich das Gleiche. True, das stimmt. Und, aber das ist ja auch gut so, finde ich. Ja, und ich finde es auch immer witzig, wie Geschmäcker auseinandergehen, vor allem auch, sobald es um eine Award-Show geht. Award-Shows, vor allem bei Gaming-Preisen, das gibt es ja immer wieder, wie Sand am Meer eigentlich. Also wenn wir ehrlich sind, gibt es sehr viele Award-Shows. Und die nächste steht auch schon wieder vor der Tür. Die findet in 2 Wochen statt. Und zwar ist das der Deutsche Computerspielpreis 2022. Am 31. März findet der statt. Der wird live gestreamt. Es gibt total 16 Kategorien. Es sind 456 Games eingereicht worden. Das sind 100 Games mehr als letztes Jahr. Und es gibt ein Preisgeld von total 800'000 €. Wow. Nice. Ich finde es mega cool, dass es so Preise gibt, vor allem weil sie offiziell sind natürlich, auch ab nächstes Jahr, glaube ich, übernimmt es irgendwie das Wirtschaftsdepartement. Jetzt ist es noch jemand anderes, aber es ist wirklich offiziell von der deutschen Regierung, kann man das so sagen, unterstützt. Und das ist etwas, was ich mega cool finde. Und ich weiss ehrlich gesagt gerade nicht, bei uns in der Schweiz es gibt auch einen Gaming-Preis. Das weiss ich. Ich habe den auch schon mal moderiert. Aber der ist, glaube ich, nicht so offiziell gestützt und gefördert, sage ich jetzt einmal, von der Regierung. Kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht so ist. Genau. Weißt du gerade noch, wie der heisst? SGDA, glaube ich. Swiss Game Design Award, glaube ich. Das macht Sinn, ja. Ja, wenn ich es noch recht im Kopf habe. Also auch das muss man wirklich sagen, ein mega cooler Award, weißt du. Also klar, in der Schweiz haben wir natürlich auch nicht ganz so eine riesen Auswahl wie jetzt in Deutschland oder vor allem international, aber auch wir Schweizer, also das können wir jedes Mal wieder mit Stolz eigentlich sagen, wir haben ein paar echt geile Games auf dem Markt. Und ich rede jetzt nicht von so etwas wie im Landwirtschaftssimulator, wo ja auch in der Schweiz entwickelt und programmiert wird. Ja, also es ist wirklich ein Schweizer Game. Sondern eben, ich rede auch von so, also was neu wird rauskommen, ist Wandering Village, wo fantastisch aussieht. Mundown, wo ja ein schwarz-weiß Game ist, von Hand gezeichnet, das ist ein bisschen die Horrorbranche. Ich habe es selber nicht gespielt, aber ich habe nur Positives gehört, sogar international hat es Wellen geschlagen. Far natürlich, wo man jetzt ja auch im Xbox Game Pass den 2. Teil kann spielen, Changing Tides. Also wir Schweizer können es durchaus sehen. Wir Schweizer sind aber leider nicht in diesem deutschen Computerspielpreis inkludiert. Und trotzdem, es hat ein paar echt coole Games. Und wir sind unsere Nachbarn, die können wir auch unterstützen. Definitiv, ja. Ja, und Games, also ein Game, das unglaublich gute Chancen hat, wenigstens einen Preis abzuräumen, das ist Omno. Omno ist in 3 Kategorien nominiert. Einerseits im besten Familienspiel, dann beste Spielewelt und Ästhetik und bestes Game Design. Und ich habe das ein bisschen angespielt, ich habe ein bisschen reingeschaut.
Und wir natürlich auch wissen, wie kommt das, dass das Spiel so, also wirklich in 3 Kategorien nominiert ist. Und ich muss wirklich sagen, es ist, am Anfang ist es so, okay, es erinnert mich einfach an Journey und Sky. Also Sky ist ja auch von den Machern von Journey. Man spielt zwar allein, also man hat auch nicht die Chance, irgendwie in-game jemandem über den Weg zu laufen, aber so es wird dem nichts erklärt. Also nicht nichts, aber ganz, ganz, ganz minim wird dem nur etwas erklärt. Und du schaust mal, also laufst ein bisschen in dieser Welt um, du Puzzle lösen und gehst einfach von einer Station, sage ich jetzt mal, zur nächsten. Also wenn du ein Gebiet fertig gelöst hast, gehst du zum nächsten. Und es wird immer ein Mühe schwieriger mit den Puzzles. Du kommst schon immer wie mehr Fähigkeiten über. Irgendwann kommst du auch mal Dash über. Und was mich vor allem so fasziniert hat, also das war nicht das Gameplay, das ist sehr, sehr simpel, sondern es ist effektiv einfach mega schön. Also die Atmosphäre in diesem Spiel ist so entspannend und Musik dazu und mit dem Licht spielen sie so schön und ich bin wirklich, also es ist nicht wahnsinnig krass von der Grafik her. Klar, es ist ein Indie-Game, die sind meistens nicht so krass, aber irgendwie, keine Ahnung, mit diesen simplen Mitteln eigentlich, die die hatten, haben sie wirklich geschafft, ein mega schönes, atmosphärisches Spiel zu schaffen, mit mega cooler Flora und Fauna. Und die sind so geil, die Dinger. Also wirklich du musst auch interagieren mit denen, weißt du? Es ist so geil. Es hat so eins, wo nicht genau weißt, ob es jetzt eine Pflanze ist oder ein Tier. Wenn du mit dem interagierst, dann schießt sie so in die Höhe. Und das musst du nutzen, um ein Puzzle zu lösen. Also um ein Rätsel zu lösen. Und das ist wirklich... ich weiß nicht, ich habe es ein bisschen gespielt und ich bin wirklich fast nicht losgekommen, muss ich zugeben. Ich habe wirklich die ganze Zeit so, wow. Und ich habe mich wirklich dabei ertappt, wie ich immer mal wieder so vor mir her schmunzeln, so lachen irgendwie. So. Und dann habe ich so gesagt, das ist das schön und das ist der herzig gemacht und so. Also, und dann reitet man so auf mega grossen, diesen legendären Tieren, manchmal vom einen Gebiet zum anderen. Und ich weiss nicht, es erinnert mich so ein bisschen an Dino, also so an Alien-Dinos irgendwie teilweise, hat so von den Viechern, die dort rumlaufen. Es ist fantastisch. Alien-Dinos. Ja, Alien-Dinos. Super. Ich liebe Dinos. Und Alien-Dinos, fantastisch. Grossartige Erfindung. Nein, ich muss wirklich sagen, falls ihr den Xbox Game Pass habt, man kann es dort gratis spielen. Also falls man den Xbox Game Pass hat, gönnt euch mal so eine halbe Stunde. Es ist wirklich sehr entspannend und also ich finde es echt grossartig und es würde mich wirklich nicht verwundern, wenn das mindestens einen von diesen Preisen würde abstauben. Ja. Omno, hä? Omno, genau. Für irgendetwas steht. Omno ist eine Abkürzung. Das muss ich zugeben, habe ich nicht herausgefunden, aber es hat in-game sehr viele Formen, die aussehen wie die O's und M und N's. Also, ja. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mit dem etwas zu tun hat, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, für was Omno steht. Falls ihr das besser wisst, dann dürft ihr uns das gerne mitteilen. Aber also es kann natürlich durchaus sein, dass es für etwas steht, aber ja, vielleicht ist es einfach nur ein Fantasy-Name. Also was ich auf jeden Fall kann sagen ist, wenn Steffi so hyped ist von einem Game und sie hat, wie lange hast du jetzt schnell reingespielt? Kurz. Eine halbe Stunde vielleicht. Aber und wenn sie nach einer halben Stunde so hyped ist, also dann bin ich überzeugt, dass das Game... Also ich habe etwa 5 Gebiete gemacht. Also man kommt auch recht schnell für sie. Und aber es ist ja auch bestes Familiengame also nominiert. Aber und so mit der Family so ein bisschen Rätsel, so ein bisschen zuschauen, wie der andere ein bisschen spielt, kann man schon vorstellen, dass das schön ist. Aber es ist ein Singleplayer, das muss man schon sagen. Ja, aber ist ja, finde ich nicht schlecht. Also ganz ehrlich, ich bin wieder am Lernen, ich sage es mal so, Singleplayer-Spiel zu schätzen. Jetzt vor allem mit Elden Ring. Ich das sucht die. Darf schnell ein bisschen flexen, wenn man da hinterher schaut. Ist also die im Podcast sehen es jetzt natürlich nicht, aber genau, die der Nico hat mal wieder nicht geschnallt, dass wir da nicht, also dass wir im Podcast nachher nichts sehen. Also was hast du dort hinten stehen, Nico? Für die, die es nicht gesehen haben. Also ich habe hinter mir stehen die Ultimate Collector's Edition
von Elden Ring Oha. mit natürlich speziellen Goodies, die man dazu bekommt zum Spiel. Also inklusive der Collector's Edition Figur. Genau, mit der grossen Figur. Sick. Genau. Und da freue ich mich natürlich schon, die aufzustellen. Ich muss noch einen geeigneten Platz finden dafür. Aber eben, darum sage ich, Elden Ring hat mich wieder ein bisschen gelernt, Einzelspieler, Singleplayer-Spiele zu schätzen. Und ist ja nicht mal so, dass man das nur Singleplayer muss spielen, Elden Ring. Das ist so, du kannst... Coop. Ja, genau, Coop ist ja dort das Riesending. Aber es fängt einfach, also man kann sich wirklich in diesem Game so verlieren. Darum, ich will gar nicht in Elden Ring reintroppen jetzt, sondern... Nein, wo sind wir auch am Morgen noch dran? Genau, wir fahren weiter mit dem Videospielpreis. Genau, es gibt nämlich noch ein anderes Game, das ein bisschen raussticht. Und zwar ist das A Juggler's Tale. Das ist nominiert in den Kategorien Nachwuchspreis, Bestes Debüt und Beste Spielwelt und Ästhetik. Also das gleiche auch wie Omno. Die zwei werden sich auch hart konkurrieren. Da muss ich zugeben, ich habe nicht reingeschaut, aber das Cover sieht sehr herzig aus. Also ist auch etwas, was mir eventuell echt könnte gefallen. Und aber das ist in 2 Kategorien nominiert und ja, also, aber es hat total 16 Kategorien. Also wenn man schaut, was sonst noch rum ist, klar, bestes deutsches Spiel natürlich, oder? Das ist dann schon der ultimative Preis. Der ist, glaube ich, mit 100'000 Euro ist der, nominiert. Also, wie sagt man? Ja, der Gewinner kommt 100'000 Euro über. Bestes Live-Game hat, bestes Familienspiel, Nachwuchspreise haben wir 2, bestes Prototyp und bestes Debüt. Wir haben beste Innovation und Technologie, das finde ich auch immer mega spannend. Beste Spielwelt und Ästhetik, aber da haben wir jetzt 2 Games angesprochen. Bestes Game Design, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Bestes Serious Game, ich finde es auch immer wichtig, muss ich sagen, wenn auch Videospielpreise, die ja nicht einfach rein nur auf Unterhaltung ausgelegt sind, sondern eben auch so ein bisschen auf die Seriousness, also auf Education oder eben auch auf das Bekanntmachen, sage ich jetzt mal, von also Games, die auch behindertengerecht sind, sage ich jetzt einmal zum Beispiel. Oder ja, ich so in diese Kategorie. Ich finde das wahnsinnig wichtig und spannend. Natürlich gibt es auch bestes Mobile Game, bestes Expertenspiel, bestes internationales Spiel natürlich. Dort ist auch etwas nominiert. Aber ja, es sind immer die gleichen, die internationalen Games. Darum schaue ich aber ganz gerne in die nationalen Spielpreise rein. Wo internationale Games, sind wir ehrlich, was ist eigentlich nominiert? Ja, also ich bin jetzt dort auch ein bisschen, verwundert, weil ich sehe so gerade, dass dort bestes internationales Spiel ist auch Age of Empires 4 dabei. Obwohl ich dort... Ja, aber Multiplayer. Beim besten internationalen Spiel ist es Elden Ring, es ist Horizon Forbidden West und es ist It Takes Two. Und es ist immer das Gleiche. Und langsam habe ich es nicht mehr gesehen. Darum bin ich froh, dass es auch noch, dass es noch nationale Preise gibt, wo man eben auch mal ein bisschen coole Indie-Games, unabhängige kleine Games vor allem auch kennenlernt. Und ja, klar, bei den internationalen Multiplayer-Games hast du recht, das ist Age of Empires 4 drin, Forza Horizon 5 und nochmal It Takes Two. Und genau. Ja, wir kommen dann noch gerade zu Age of Empires. Ich weiss genau, was so ist. Nico. Du willst ranten, ich weiss es. Du willst ranten. Also komm, schieß los. Nein, ich will nicht ranten. Doch. Nein, im Gegenteil. Nein, okay. Also gut, ich sage jetzt nur noch, ich wollte nur noch kurz sagen, dass ich auch noch gerade entdeckt habe, dass sie ja auch immer Spieler und Spielerinnen des Jahres auswählen. Ja, auf das hätte ich eigentlich gerade zurückkommen. Aber da du ja bei Age of Empires schon angesetzt hast, erzähl, was hast du über Age of Empires zu erzählen? Also es ist so, es geht nicht einmal darum, um zu ranten, sondern es ist einfach so, dass Age of Empires immer mehr Spieler verliert. Also das heisst, eigentlich hat es gar nicht damit zu tun, dass das Game irgendwie schlecht wäre, aber man hat halt wie gemerkt, es ist nicht unglaublich viel Neues passiert. Also was Age of Empires 4 halt gemacht hat, ist, sie haben quasi das Age of Empires 2, also alles, was dann im 2 gefeiert ist worden, übernommen und ein bisschen Sachen ausbessert. Das heisst, das Age of Empires 4 ist eigentlich ein Age of Empires 2 Klon mit noch ein paar neuen Features. Ja, aber es hat doch auch mega viel weggelassen, was die Community eigentlich mega geliebt hat.
Das stimmt, das stimmt. Ich habe jetzt dort gar nicht gross noch darauf eingehen, was sie weggelassen haben. Ja, es ist schon ein paar Weil, Features, sag doch. ich glaube so, ja genau. Und was ich glaube auch weiss, ist, dass sie immer wieder müssen Völker balancen, also weil teilweise die Völker ultra strong sind und nachher müssen sie es wieder nerven und dann ist ein anderes Volk wieder ultra strong und ich glaube, dort haben sie wie das Balancing von den Völkern haben sie recht jetzt ein Problem gehabt, weil es immer ein Volk gegeben das komplett broken war. Und es ist halt auch einfach so, dass sie ein bisschen darunter leiden, dass extrem viele coole Games gerade rausgekommen sind und der Fokus halt ein bisschen weggeht vom Age und viel mehr auf andere Games. Aber Ja, ich also muss auch sagen, ja. oder? Ich meine, ist es so? Es sind im Moment die Releases von Ja, sicher, aber genau das wäre ja eigentlich der Grund gewesen, dass sie umso mehr Gas geben. Aber das ist ja jetzt eines der Hauptprobleme, warum ihnen die Spieler weglaufen. Sie geben kein Gas. Sie lassen jetzt einfach ein bisschen buggy rumliegen. Es kommen keine Patches. Es passiert nichts in diesem Spiel. Und dann verlieren die Spieler natürlich die Lust und gehen weiter. Und dort sind sie selber schuld. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich mache jetzt muss jetzt aufpassen, Steffi, ich mache jetzt eine saubere Kurve zurück zu dem, was du noch gerade hast sagen, weil wir haben dort eine saubere Verbindung und zwar hat ein gewisser Herr aus der deutschen Streaming-Szene gerade erst ein Format gemacht mit Age of Empires 4, gerade wegen aus dem Grund, dass sie ein bisschen zu wenig Marketing machen, ist das Format von ihm aufgeladen worden auf seinem Uncut-Kanal und ich glaube, das sind irgendwie 4 oder 5 oder 6 Stunden lange Spaß-Matches im Age of Empires 4 zusammen. Du redest natürlich vom Hand of Blood. Genau, der Hand of Blood. Ja, du bist einfach ein kleiner Fanboy. Unglaublich. Von ihm schon. Ja, von ihm schon. Ich kann es auch nachvollziehen. Ich weiss, dass, und ja, er ist als Spieler des Jahres nominiert. Wer auch nominiert ist Churioka. Die finde ich persönlich mega cool. Höre auch gerne mal, also immer mal wieder bei ihr rein, wenn sie im Streamen ist. Die macht auch richtig geiles Zeug. Ja. Ja, ich weiss gar nicht auswendig, warte, ich müsste schon nachschauen, ehrlich gesagt. Die anderen sagen mir ehrlich gesagt gar nicht so viel. Also Knochen habe ich schon mal gehört und Koroki habe ich glaube auch schon mal gehört. Aber Meli Meh noch nie. Keine Ahnung, wer das ist. Das ist so ein bisschen wie ein random Instagram-Name, nicht? Ja, aber hey, es hat immerhin von 5 Nominierungen 2 Frauen. Das ist schon mehr als letztes Jahr, glaubst du? Das finden wir natürlich nice. Ja, das finde ich natürlich sehr nice. Ja, wenn man schaut auf Twitch, kleiner Abstecher an dieser Stelle, unter den, glaube ich, Top 100 Streamer hat es, glaube ich, 5 Frauen oder so. Da finde ich, da ist noch Potenzial rum, Mann. Mädels, gebt Gas! Wir haben das verdient. Yes. Genau. Ja, aber und dann gibt es noch 2 weitere Kategorien, beziehungsweise eine weitere Kategorie, das Studio des Jahres. Und dann gibt es noch einen Sonderpreis, also ja, der Sonderpreis der Jury heisst der. Und die Jury besteht, wenn ich das richtig herausgelesen habe, aus 32 Experten und Expertinnen aus der Gaming-Branche, was natürlich cool ist. Also nicht irgendwelche, also sie sollten Leute sein, die Ahnung haben, von was sie reden. Und das, ja. Was ich vor allem, was mich extrem wundernimmt, ist, wer moderiert es echt das Jahr? Wo bis jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ob ihr das auch verfolgt habt, den deutschen also Computerspielpreis, aber ja, die Moderation ist auch mehr als, ich sage jetzt das Unwort des Jahres, also das vom letzten Jahr, cringy gewesen. Also wirklich, also... Okay. Ja, musst du mal die Lives, also musst du mal den Zusammenschnitt geben von den letzten 2-3 Jahren. Also das ist wirklich unfassbar. Also es ist halt das Problem, wenn du jemanden herstellst als Moderatorin, die keine Ahnung hat von Gaming, aber dann immer wieder das Gefühl hat, sie kann coole Sprüche machen. Schwierig. Also dort fände ich es cool, wenn sie jemanden würden aus der Szene. Es gibt genug Leute, die Ahnung haben von Games, von coole Streamers sind. Stellt doch den Streamer her, Mann. Auf Deutschland. Ja, ich weiss auch nicht, was ich mit dem deutschen Gaming, also Computerspielpreis zu tun habe, aber nein, es gibt so viele coole Streamer und Streamerinnen. Stellt doch 2 von denen her. Das würde viel mehr Sinn machen in meinen Augen. Aber es ist halt immer noch so eine Fernsehshow von dem her. Ja, I don't know. Definitiv. Der Rage hätte jetzt ganz kurz müssen sein. Nein, was ich wollte sagen, ich bin wahnsinnig gespannt auf den 31. März.
Und wir werden dann natürlich sicher auch über die Gewinner und Gewinnerinnen von diesem Abend reden und noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, wenn es so weit ist. Aber 31. März, 16 Kategorien. Ich bin gespannt. Nice. Ja, das klingt doch schon mal sehr vielversprechend, was nicht nur vielversprechend tönt hat, wo wir nämlich schon mal in einem Podcast darüber geredet haben, sondern auch vielversprechend effektiv ist. Also schon fast preisverdächtig, Mensch. Schon fast preisverdächtig. Ist die ominöse Netflix-Serie über Cuphead. Wieso ominös? Findest du schon ominös? Ja. Okay, also gut, wenn du meinst. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich den Fehler gemacht, grosser Fehler von mir, dass ich habe angefangen und ich habe nicht umgestellt auf Englisch. Also das Wort, das du vorher genau, also das Wort, das du vorher gebraucht hast, das Unwort oder Wort des Jahres von letztes Jahr, kann man genau auf das anwenden, was dann passiert ist. Ich bin ziemlich outcringed worden vom German Dub, wo das Ganze hat. Also schon nur, wenn du die Titelmelodie auf Deutsch hörst, Steffi, es ist so weird. Vielleicht muss ich mal reinhören. Zum Glück habe ich Standardeinstellung Englisch. So Zeug bei mir, nein, auch Animes. Also, wobei, man muss eigentlich muss man sagen, die deutsche Synchro ist weltweit betrachtet eigentlich die beste Synchro. Aber ich glaube einfach so für gewisse Shows, wie eben die Cuphead-Show zum Beispiel, funktioniert es einfach nicht. Im Englischen haben sie halt den Ton, den Comedy-Ton in der Stimme. Aber erzähl warum. Es ist nicht mal das der Grund, aber die Cuphead-Show ist halbwegs auch ein bisschen ein Musical. Weil es wird sehr viel gesungen und sehr viel von den Sachen, die sie sagen, muss sich natürlich nicht riemen, auch im Gesang. Oder? Weil das stimmt, ja. Es sind Strophen, die sich riemen. Und was passiert, wenn man etwas so gut wie möglich möchte übersetzen ins Deutsche, aber man bekommt es nicht ganz her, es muss sich dann noch riemen. Genau. Schwierig. Es wird weird. Es wird wirklich komplett weird. Aber wie sind denn ihre Stimmen, wo im Englisch haben sie so eine noisy, kratzige Stimme? Also so eine... Sie reden so ein bisschen hinten in die Nase, weißt du, so mit geschlagenen Nase. Und dann noch so kratzig gleichzeitig irgendwie. Ja, wie heissen sie auf Deutsch? Oh mein Gott. Ja, das ist eine gute Frage. Wo der Maghead heisst. Tassilo, ich glaube, der eine heisst Tassilo. Ernsthaft? Ja, ich glaube es. What the fuck? Es gibt ja den Cuphead und den Mugman. Und der Mugman, der wird vom Cuphead immer Maxi genannt. Aber weißt du, M-U-G, sie, herzig irgendwie. Hey, Maxi! Was könnte ja Maxi sein, weißt du? M-A-X-I. Ja, voll. Ja, Steffi, ich weiß genau, was du meinst. Nein, es ist weird. Also, ich habe dann wirklich schnell umgestellt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich die ersten, wie soll ich sagen, die ersten 3 oder 4 oder nein, sogar 5 sind einfach durchgelaufen bei mir. Die ersten 5 oder 6 Folgen sind einfach durchgelaufen. Also inwiefern einfach durchgelaufen? Also ich habe gar nicht gemerkt, dass es die nächste Folge ist, die jetzt schon kommt. Im Sinne von... Gut, sie gehen auch nur 10 Sekunden, 10 Minuten, so die einzelnen Episoden. Und es ist mega unterhaltsam, es ist mega lustig. Es hat so coole... gemacht. Es hat wirklich so coole Storys dahinter und es hat die funny... das Übertriebene, das eben Trickfilme haben. Ja, aber es ist nicht das Übertriebene, was Trickfilme haben, sondern es ist so sehr so 60s-Style irgendwie. Also nicht nur von den Zeichnungen. Genau. Ist dir aufgefallen, dass gewisse Hintergründe teilweise Fotografien sind? Das finde ich auch grossartig. Nein, musst du mal darauf achten. Im Hintergrund sind gewisse Sachen, also wirklich so Fotos, die eingesetzt worden sind. Es ist so witzig. Sehr gut, sehr gut. Nein, also eben, wie gesagt, es ist eine sehr unterhaltsame Serie, also ich kann es jedem empfehlen, eben auch schon nur wegen der Musik, wo so ein bisschen jazzy Musik ist aus dieser Zeit und das Fakt natürlich ist einfach eine sehr unterhaltsame Serie, die sie unglaublich gut herbekommen. Ja. Und wenn man das Spiel hat gespielt, erkennt man so viele Charaktere aus dem Spiel. Ja, und das war ja das, was man sich am Anfang so gedacht hat, so, wie wollen sie das schaffen?
so viele Charaktere im Game, die ja nicht wirklich eine Hintergrundstory haben, in diese Serie reinzubringen. Wie soll das gehen? Und das haben sie ja wirklich grandios umgesetzt. Ja, ich finde den Teufel so toll. Der Teufel ist mega lustig. Ja, ist mega lustig. Ja. Also wir tun jetzt nicht gross spoilern, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass der Teufel seine harte Mühe hat mit diesen 2 kleinen Dudes, die eigentlich gar nichts anderes machen, als einfach Spass am Leben haben und irgendwie sehe ich, und sie schlägeln, glaube ich, recht oft zusammen. Ja. Es sind halt Brüder, das kann so anders sein. Ich glaube, jeder, der einen Bruder hat, weiss genau, wie das ist. Genau. Aber eben, ich meine, also ich weiss jetzt nicht, wie es dir geht, ich habe jetzt nicht besonders Lust bekommen, das Game zu spielen. Ich glaube, viele haben, also ich habe etwa die mal auf Twitter gelesen, dass der eine oder andere aufgrund der Serie wieder angefangen hat zu spielen. Dort muss ich jetzt sagen, habe ich nicht so Bock bekommen, weil es halt einfach sackschwer ist. Aber es hat ja ein neues DLC bekommen. Von dem her wäre es vielleicht gleich mal wenigstens wert, mal reinzuschauen wieder. Wie heisst das DLC? Oder kommt das erst im Juni? Das kann sein, dass es erst im Juni kommt. Nein, das kann nicht, oder? Ich bin nicht mehr sicher. Du hast doch gesagt, das DLC heisst ganz lustig. Ich weiss es nicht mehr. Das habe ich letztes Mal gesagt, in der letzten Folge, wo wir über Cuphead geredet haben. Und das war irgendwann Ende Januar, wo wir es angeteasert haben, dass die Serie wird kommen. Und dann bin ich nicht lange krank. Ich habe keine Ahnung, ich weiss nicht, wie sie heisst. Aber es heisst, glaube ich, abgekürzt DLC. Also, oh ja, genau! Ah ja, logisch. The Last Chapter oder so. Kann das sein? DLC? The Last Chapter mit D. Last Chapter. Oh ja. Ach, Lami. The Last Chapter. Nein, The Last. Hallo, das ist Slang. The Last Chapter. Das ist Slang, Mann. Ja, das nächste, was wir uns sicher in die Ohren müssen schreiben, wo aber nicht leider nicht auf Netflix kommt. Und da bin ich ein bisschen sad, muss ich zugeben. Weil das wäre schon echt grandios gewesen, wenn es auf Netflix wäre gekommen. Aber nein, es kommt natürlich auf Amazon, nicht wahr? Ist die Verfilmung von God of War, die jetzt offiziell angekündigt worden ist. Yes, es ist offiziell angekündigt worden und es ist so, dass man und vor allem von Sony bestätigt, das ist auch ganz wichtig. Exactly, also Amazon hat sich das halt geschnappt, nachdem sie schon Herr der Ringe sich geschnappt haben, genau. Ja, mal schauen, wie das kommt. Der erste Trailer war weird gewesen, aber ja. Exactly, wo wir ja schon darüber geredet haben, dass das eigentlich sehr spezielle Angangsweise ist, wie man das möchte umsetzen bei Amazon, aber hey, lassen wir uns überraschen bei Herr der Ringe. Und bei God of War ist es jetzt so, dass es noch nicht wirklich ein Datum oder so hat gegeben, aber es ist auf jeden Fall sicher, dass sie es umsetzen wollen. Und es gibt schon ganz viele Rumors, wer könnte die Hauptrolle übernehmen. Im Moment favorisiert ist der Dave Bautista. Okay. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Oder Bautista. Ja, Bautista, das geht schon. Bautista könnte schon sein, aber man schreibt noch ein bisschen anders. Bautista. Oh ja, der wird. Oh mein Gott. Sorry, ich muss live am Anschauen. Du mal googlen. Bautista, also französisch, also Bautista. Ja, von Kopfform her würde ich ihn durchaus sehen. Also er spielt auch den Drax in Guardians of the Galaxy. Ach, also fantastisch. Er spielt grossartig. Der kommt mir wirklich am besten rein als Ja, ich bin nämlich schon am Überlegen gewesen, wer könnte echt passen. Und ich habe einfach gedacht so, bitte nicht der Rock oder der Vin Diesel. Vor allem der Rock, ich habe ihn nicht mehr gesehen, Mann. Nein, der ist überall. Ja, und er hat immer die gleiche Art von Rolle. Immer genau die gleiche Art von Rolle. Das ist gar kein Schauspiel mehr. Er wird einfach gebucht, für sich selber zu spielen. Was ja auch okay ist. Aber es ist so... Ich habe mir gedacht, so bitte nicht. Das wäre auch too much. Dave Bautista übrigens, man sagt glaube wirklich Bautista, weil mir kommt jetzt wieder in den Sinn, wo das ich ihn kenne. Der ist eigentlich auch Wrestler, also wie der Rock. Ja, man sieht. Und von dem ist die berühmte Bautista-Bomb. Und Bautista-Bomb ist so eine Technik, wo du den Gegner auflöpfst, einmal um 180 Grad drehst und dann mit dem Kopf in den Boden rammst. In den Boden rammst, genau. Wo 1000 Hirnzellen pro Quadratzentimeter, also Kubikzentimeter sterben. Wunderbar. Exactly.
Ich bin sehr Fan von Wrestling. Auch immer wieder amüsant, der Fantasy Basel hat ja immer so eine Wrestling-Show. Da war auch immer durch und denke ich mir so, warum zieht das so viele Leute an? Ich verstehe es nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ein anderes Thema. Zu den Gerüchten, ich bin natürlich auch ein bisschen recherchieren und ich habe nicht wahnsinnig viel gefunden bezüglich dem Datum, aber was ich gefunden habe, ist, dass es bei moviepilot.de einen Eintrag gibt von einem Film. God of War Film, der 2025 soll erscheinen. Und jetzt weiss ich nicht, ob das eventuell die Serie ist, weil 2025 klingt in meinen Augen sehr realistisch. Ich meine, sie haben ja erst die Serie angekündigt, dass sie sie produzieren wollen. Ich meine, klar, die müssen natürlich das ganze Casting machen, 3 Buchstaben und. Filme, Post-Production, CGI und so weiter. Das geht natürlich ein paar Jahre, bis das dann effektiv ausgestrahlt kann werden. Also 2025 klingt in meinen Augen sehr realistisch. Aber ich denke, es ist ja, glaube ich, eine Serie bestätigt worden. Also ein Film wird es nicht sein. Nein, also ich denke, wie gesagt, wir können viel erwarten jetzt, weil ich meine, Amazon hat sich recht gesichert. Es kann ja auch sein, dass sie nach der Serie noch einen Film planen, ich weiß es nicht. Aber ja, oder beides, ja. Ich sage einfach, mit God of War hast du ein Franchise, wo ultra viel kannst machen daraus und probier es einfach nicht zu vergeben, weil das ist auch wieder etwas, wenn du das anlenkst, dann mach es richtig und setz es gut um, weil es ist genau das Gleiche wie bei Herr der Ringe. Wenn du es nachher vergisst, bist du einfach bei den Fans ungeduldig. Definitiv. Es gibt ja sehr, also meine Gaming-Verfilmungen sind ja per se wahnsinnig beliebt, aber es ist immer so das Risiko, ich meine, du musst natürlich einerseits die Story so anpassen, dass sie effektiv verfilmbar ist. Also du wirst nie ein Game 1:1 können verfilmen. Das geht einfach nicht. So wie du auch Bücher nicht 1:1 kannst verfilmen. Du musst gewisse Anpassungen machen, damit sie in Film Sinn ergeben. Und das ist halt das Problem, wo die meisten, ich sage jetzt mal Hardcore-Fans haben, die wirklich die Lore in- und auswendig kennen von einem Game oder die Bücher halt gesuchtet und geliebt haben. Du wirst deine liebe Mühe haben, als Produzent die zufriedenzustellen, weil dann muss wirklich 1:1 alles stimmen. Und ja, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn du halt so Casual-Leute abgreifst. Und ich meine, sind wir ehrlich, Games, ich meine, also anders formuliert, wie viele neue Filme gibt es irgendwie in letzter Zeit? So, weißt du, mit neuer Story, neuem Inhalt irgendwie. Es ist immer, auch in der Filmwelt sind viele Sachen wieder, hat es Remakes gegeben. Und also es kommt selten mal etwas komplett Neues irgendwie, habe ich so das Gefühl. Das meiste beruht auf irgendwelchen Büchern und Games, die schon so eine grosse Lore haben oder so eine grosse Background-Story und schon so ausgeklügelte, tiefe Charaktere. Ja, natürlich bietet sich das an, auch mit diesen Welten, die schon so detailliert eigentlich sind, ja, da jetzt ein Game draus, Verfilmung daraus zu machen, das ist ja, das ist wie so mit dem Pfanne auf den Ring schlägst, so hier. Ja, ist ja wahr. Wink mit dem Zaunfall ist es nicht. Es ist wirklich so in your face. So hier. Du musst schauen, in 5 Jahren Elden Ring, Dark Souls ja, 100% wird es geben. Also sagen wir so, es würde mich nicht verwundern. Ich meine, es gibt ja sogar eine Mortal Kombat-Verfilmung. Also von dem. Oh ja, die sind aber auch so trash. Eben, du sag nicht, sie sind gut, please nicht gut. Aber ja, nein, sie sind wirklich schlimm. Aber Hauptsache Blut überall, unfassbar. Aber es gibt sogar eine Dragon Ball Z-Verfilmung mit normalen Menschen. Also, aber das musst du dir auch mal geben, das hast du ja noch nie gesehen. Was? Was für Filmung? Dragon Ball Z. Ja, mal, den habe ich mal gesehen. Ja, den habe ich mal gesehen. Schon ganz speziell, ja. Mhm. Ganz speziell. Ja. Etwas, was sicher nie verfilmt wird werden, ist Kirby. Kirby Forgotten Land. Also eins der Forgotten Land, also Kirby und das vergessene Land. Aber Leute, so ein herziges Spiel. Es ist das komplette Gegenteil von God of War. Aber es ist einfach nur Zucker. Es ist, auf der Switch kann man die Demo abladen und ich habe mir die natürlich geben. Und sie ist einfach, es ist der Wert, Leute.
holt euch Demo. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ob ihr das Game wollt kaufen, holt euch unbedingt Demo, wo es wird euch überzeugen, dass ihr es erst recht wollt. Und es ist wirklich, nein, es ist, also ich habe wirklich, als ich die Demo gespielt habe, ich bin auch wirklich vor dran gehockt, so, cool, und das ist dann witzig, und das ist dann cool gemacht, und du frisst ja so Sachen aus Kirby, also du kannst zum Beispiel ein Auto schlucken, also wirklich das allererste, du musst ein Auto schlucken, und dann rennst du, also dann fräst du wirklich mit dem Auto durch die Gegend und machst alles kaputt, und das ist so spassig. Das ist so witzig. Das tut wirklich nach Spass. Das ist total cool. Und jedes Mal, wenn du das Zeug wieder ausspucken musst, denkst du so, no, ich will noch weitermachen. Und es ist halt leider wirklich, also du kannst schon teilweise auswählen zwischen verschiedenen Fähigkeiten, sage ich jetzt einmal. Also du kannst ja auch Gegner schlucken und entweder kannst du die Gegner auf andere Gegner schießen oder du nimmst die Fähigkeiten von diesen Gegnern an. Und das ist wirklich so witzig. Nice. Und wirklich schon in den ersten paar, ja schon fast Sekunden, wollte ich sagen, ersten 2-3 Minuten, bist schon der Link. Also so gefühlt. Das ist so geil. Das macht so Spass. Nice. Und wo Dings vorbei war, habe ich so gedacht, also habe ich wirklich so laut so, nein, jetzt ist die schon vorbei. So schade. Und es ist halt wirklich, ich muss zugeben, ich habe nie gerne Mario gespielt, so Super Mario und so Zeug. I don't know, es ist irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich nie gecatcht. Und Kirby ist ja, sind wir ehrlich, eigentlich sehr ähnlich wie Mario. Aber wo du halt das Zeug frisst, ist es so, du hast immer die Hüte an. Das ist so geil. Die Hüte haben mich vor allem auch mega an Kena, Bridge of the Spirits erinnert. Und das ist ja einfach so herzig. Ich weiss nicht, einfach schon, wenn Kirby einen Gegner im Mund hat, also, du kannst ja gleich weiter rumlaufen. Und er sieht, er ist dann so besonders fett, du läufst dann so wobbelig rum. Also er wobbelt so um, es ist so witzig. Und das Spiel kommt gleich, Ende März. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. I need it, sagen wir es so. I need it. Oh. Zeitloser Klassiker. Ey, immer wieder witzig, ja. Und ich muss auch sagen, ich habe Kirby sehr gerne gespielt im Super Smash Bros. Ja, ich bin nicht so Smash-Fan, aber er ist aber wobbelt irgendwie auch so um, gell? Hat er auch verschiedene Fähigkeiten? Ja, also ja, klar hat jeder verschiedene Fähigkeiten, aber halt so, kann er die Fähigkeiten von jemandem kopieren? Ist das er? Ja, genau. Eben, du kannst Gegner einsaugen und nachher kannst du zum Beispiel, wenn du Donkey Kong einsaugst, kannst du Donkey Kong fantastisch, das ist so cool. Das ist wirklich super. Es ist wie ein Ditto eigentlich, oder? Ja, genau das Ditto von Nintendo. Genau das ist mir auch in den Sinn gekommen, als ich es gespielt habe, als ich so zugeschaut habe. Er ist eigentlich wirklich ein Ditto. Er sieht halt auch ähnlich aus mit dem pinken Farbe, also mit dem rosa-rot und so. Und der Knopfäugli noch ein bisschen herziger zwar als das Ditto. Aber Kirby ist wirklich... ich dachte, es ist so ein geiles Spiel. Vor allem, weißt du, also es gibt einen einfachen Spielmodus und einen kleinen schwierigeren Spielmodus. Und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, du kannst es zu zweit spielen. Okay. Was ist denn der zweite nachher? Das ist einfach ein grünes Kirby? Nein, irgendetwas anderes. Du hast, glaube ich, die Möglichkeit, noch einen Kollegen dazu zu holen. Aber es ist dann, glaube ich, mehr jemand, der dich so ein bisschen unterstützt. Ja, mehr so ein bisschen Supportrolle. Aber ja, also da muss ich zugeben, da habe ich noch nichts gesehen dazu. Natürlich auch nicht ausprobieren. Ich glaube, das ist etwas, was vor allem du erst kannst austesten, sobald effektiv das Game da hast. Aber ja, ich bin gespannt. Ich muss es unbedingt spielen. Also, falls wir das dann haben und alles funktioniert, werde ich das dann hoffentlich können streamen. Mal während einer von meinen Gaming-Stream-Sessions am Dienstagnachmittag. Ja, das kann ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das ist so geil. Ja, auf jeden Fall. Also es klingt enorm nach viel Spass, nach einem Nintendo Classic, wo sie jetzt eine neue Erweiterung herausgebracht haben. Auch ich habe das Gefühl, das wäre etwas, wo man sich sicher auch mit Kollegen zusammen mal ein paar lustige Stunden könnte machen. Ja, vor allem mit einem, gell? Also, es ist nicht so ein Multiplayer, wo du wirklich
Rascha lachst, was lustig ist, aber es ist einfach herzig. Kommt immer darauf an, wie viel Alkohol involviert ist. Ja, gell? gut. Meine Damen und Herren, Alkohol gibt es auch bei brach.ch, aber brach.ch liefert mehr, als du denkst. Wenn wir schon beim Thema sind. Prost. Cheers. Genau. Jetzt ist das mega nice, weil mehr als man denkt, an was man nicht denkt, ich habe noch gerade mega krass. Schön überlegt. Mehr als man denkt, an was man nicht denkt. An was man nicht denkt, wenn man FIFA hört. Und jetzt ist Steffi, sorry, überrascht dich, aber ich habe noch gerade das Thema. Kommst du FIFA? Ja, lass jetzt noch schnell. Oh shit. Ich habe noch gerade das Thema, das ich noch schnell rein spraye hier. Und zwar ist es Top News. Ich habe es erst gerade mitbekommen, aber ich finde, es hat Platz in unserem Buff-Thema. Weil es ist nämlich so, dass... FIFA und Buff, jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, jetzt verschlossen. Und zwar ist es so, dass Fabienne, die eine FIFA-Spielerin ist, sie nennen sie auch FIFA-Queen, ist die erste Frau ever, yes, die sich für ein FIFA Major Tournament hat qualifiziert. Und das ist eine News, die ich finde, kann man hier noch droppen. Absolut. Die erste Frau, die sich jemals für ein FIFA Major Tournament qualifiziert hat. Finally. Also hier auch nochmal. Yes. Ich habe das auch mitbekommen. Ich habe das auch mitbekommen, tatsächlich. Und anscheinend ist sie nicht nur gut, sondern auch mega sympathisch. Und ich hoffe, dass man noch mehr von ihr wird hören. Und ich hoffe mir vor allem auch, dass man mal mehr allgemein von Frauen in der E-Sport-Szene wieder ein bisschen hört. Vor allem von Spielerinnen. Also wenn man Frauen in der E-Sport-Szene, wenn man von Frauen in der E-Sport-Szene hört, das meistens sind Hosts, also Moderatorinnen und Analystinnen ab und zu mal. Aber es wäre schon schön, wenn man ein bisschen mehr hätte. Wir haben ja auch das Logitech G featuring, also Fortnite Cup Queen's Edition ist das, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, das kann auch anders schon mal sein. Aber die Queen's Edition auf jeden Fall, wo ja ein Turnier ist, also ein Cup ist, der hat schon stattgefunden, glaube ich, am 9. März, wenn ich es recht im Kopf habe, wo ja eben explizit für Frauen ausgerichtet war. Aber gell, kannst du dir natürlich vorstellen, wie sich ein paar Männer als Babys gefühlt haben. So, ich fühle mich ausgeschlossen. Ja. Ich sage jetzt nicht mehr dazu. Also, es war ein bisschen traurig gewesen, muss ich wirklich sagen, als ich die Kommentare beantworten musste. Ich dachte so, geh mir jemand anderes rennen. Seriously? Ja, also eben wie gesagt, wir sind natürlich, egal wer ein Anliegen hat, wir probieren alle Menschen glücklich zu machen. Aber irgendwo gibt es natürlich auch ein kleines... Ja, ich meine, sorry, ich sage, wie es ist, aber wie fragil ist deine Männlichkeit, wenn du dich wegen so einem Göpp diskriminiert fühlst? Also, please. Und vor allem während dem Weltfrauentag, weisst du, also, sorry. Also, please. Komm in die Reihenfolge und dann reden wir weiter. In der Reihenfolge. Oh, egal. Gut, sehr gut. Ja, okay. Reden wir nur über das Thema. Trigger Point. Exactly. Let's move on. Yes, aber ich hätte es noch schnell rein. Ja, absolut. Finde ich mega cool. Merci vielmals, Nico, für den Abstecher. Wie heisst sie? Fabienne. Fabienne im FIFA. Fabienne. Ist einfach zu merken, die FIFA Fabienne. FIFA. Ist eine Deutsche, oder? So dumm. Ja. Okay. Ja, und sie nennen es wirklich nur noch FIFA. Ding dong, FIFA, Fabienne, ding 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 ding. Perfekt. Ja. Nein, super, ich bin gespannt, was wir noch von ihr hören. Ja. Hoffentlich gewinnt sie. Oder genau. Ich hoffe einfach, dass sie weit kommt. Gewonnen muss sie ja nicht gerade, aber ich hoffe, dass sie weit kommt. Ja, mega. Also ich drücke auf jeden Fall Team. Ich finde das so nice, vor allem wenn man einfach auch sieht. Ich bin wahnsinnig gespannt. Da muss ich noch schnell ausholen. Es hat ja mal eine Hearthstone-Spielerin gegeben, die ja auch gewonnen hat schlussendlich, also eine Weltmeisterschaft gewonnen hat in Hearthstone. Und es war eine Koreanerin, wenn ich es recht im Kopf habe. Oder Chinesin kann sein. Auf jeden Fall, die hat ja so viel Missgunst entgegengeschmissen bekommen. Das ist ja abnormal. Also sie hat ein bisschen erzählt, wie viel und oft sie gehört hat, hey, gib es einfach auf, du bist eine Frau, du bringst es zu nichts in dieser Szene, du gehörst da nicht her. Und das ist so traurig und ich hoffe einfach wirklich, dass es bei Fabienne jetzt anders ist. Und an dieser Stelle, Fabienne,
Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg und lass dich nicht beirren von so Vollpfosten. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Und was ich auch mega interessant finde, und darum probiere ich es ein bisschen zu verfolgen, ich kann euch dann hoffentlich nächste Woche sagen, Verfolgst du ihn auf Twitter? Noch nicht. Ich muss dort auch sagen, ich bin auf Twitter noch nicht so der ultra mega Regenbogenfisch. Ich habe dort noch nicht so viel. Aber nicht der Regenbogenfisch. Ich schaue mal rein. Auf jeden Fall probiere ich es zu verfolgen. Ja, mir auch. Und vor allem auch, weißt du, wie die Leute reagieren, die gegen sie spielen, wie die ihnen entgegentreten. So, das würde mich verdammt interessieren. Oh ja, so, ob sie so kommen mit dieser Attitude, dann ist eine Frau, die hat keine Chance gegen mich. Ja, genau, oder ob sie wirklich kommen so einfach, okay, I don't care, was da für ein Geschlecht vor mir steht, ich begegne mir gegenüber respektvoll und sportlich und professionell. Genau. Ja, wir werden es sehen. Ich glaube halt, dass das bei ihr so wird sein, weil ich glaube, sie hat sich schon ein bisschen Namen gemacht. Und sie hat ja, glaube ich, auch das Glück, dass sie da in einem Clan inne ist. Oder, ja, in Focus Gaming ist sie, gell? Genau, bei Focus Gaming ist sie bei. Und Focus Gaming ist ja schon davor berühmt, dass der Fokus eben am richtigen Ort. Genau, auf jeden Fall. So sieht es aus. Hey, aber mega cool. Danke für den Abstecher auf jeden Fall. Das ist in dem Fall aber das letzte Buff-Thema, das wir hatten. Wo dann wechseln wir jetzt zu Crit. Sachen, die uns wehtun. Und ja, dort hast du schon das Thema, Nico. Etwas, was dir wehtut. Es tut dir weh. Ja, es tut weh. Ich weiss nicht. So vor allem, glaube ich, allen weh. Ich habe schon so viel Schmerz diesbezüglich im Internet gesehen. Wahnsinn. Erzähl. Es ist wirklich ein Thema, das viele Leute von euch sicher auch verfolgt haben und viele Leute von euch haben sicher auch wieder mit einem enttäuschten Seufzer müssen feststellen, dass die Siedler, das Reboot vom bekannten Game, das ja ein enormes Erfolgskonzept hatte, wieder ist verschoben worden. Das Release ist wieder verschoben worden, nachdem in der Closed Beta, wo man jetzt spielen konnte, so viel Kritik auf die Entwickler ist eingeprasselt, dass die selber ein Feedback auf Twitter postet, wo sie selber sagen, dass sie, ich zitiere, während wir das Feedback durchgingen, wurde unserem Team klar, dass die Qualität noch nicht mit der Vision des Teams übereinstimmte. Ergo, habe ich mich gefragt, so, was ist das für ein Satz? Ja, der klassische PR-Aussage. Genau. Und was sehr spannend ist, auf diesen Tweet hat unser auch in diesem Meeting schon, in dem Meeting haben wir ein Meeting Absolut, in dem Podcast betonte Hand of Blood hat der Top-Kommentar auf den Post übrigens. Und, wundert mich auch gar nicht. Genau, er ist der grösste Siedler-Fan-Freak und hat schon so sich gefreut auf das Game. Und er kommentiert: Heißt das, ihr werft wieder das komplette Konzept über den Haufen und meldet euch in 2 Jahren wieder, um der Traditionsreihe einen weiteren Denkzettel zu verpassen? Und wen meint ihr eigentlich mit die Siedler-Fans? Fühle mich da langsam nicht mehr angesprochen. Oh no, okay, das ist hart. Aber ich weiss genau, was er meint, wo ich habe auch schon jetzt viele Podcasts gehört zum Thema die Siedler. Und die Siedler ist ja wirklich eigentlich ein Spiel, das unfassbar grosse, treue Community hat. Das ist wirklich so eine Fangemeinschaft, das kann man schon so sagen. Und ich glaube, sie haben es einfach so vergeben. Also, ich höre regelmässig einfach in den Podcasts nur Negatives. Also, mal etwas Positives habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Also, sie hat, glaube ich, auch viele Features gekillt, wo glaube ich, eigentlich echt cool waren und es echt gar nicht wirklich Sinn macht, dass die jetzt nicht mehr in diesem Game drin sind. Genau. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber das ist ja das, was ich gehört habe. Was ich kann sagen und was ich mitbekommen und gesehen habe, ist, dass sie eben, wie gesagt, sie haben in den, wie das oft so ist, in den Trailers und den Filmsequenzen sehr viel versprochen gehabt. Ja, das kennen wir doch aber mittlerweile.
Genau, das kennen wir mittlerweile, wo nachher im normalen Game gar nicht drinnen war oder jetzt in der Closed Beta. Und was sie vor allem gemacht haben, ist einfach, sie haben das Game ultra, sie haben wie eine Light-Version gemacht vom Game, was sie eigentlich machen wollen. Okay. Also sehr, sehr viele Sachen, die wären möglich gewesen oder hätte man können noch tiefer reingehen, zum Beispiel Technologien oder ausbaufähige Ja, aber Gebäude das sind oder genau so. die Sachen, die eigentlich in den letzten Games schon ja, dargestellt waren und man hat können, also, Genau. und integriert waren in diesem Game. Und die sind jetzt einfach nicht mehr da. Und es ist so ein Rückschritt eigentlich, wenn du so willst. Ja, genau, genau. Und das ist, und ich meine, für das gibt es viele Gründe. Also entweder kann man da sagen, okay, also das Budget ist noch ausgegangen oder die Zeit hat nicht mehr gelangt oder Ich glaube, die sind unter Druck gekommen. die sind unter Druck Mm. gekommen und haben einfach etwas müssen liefern. Also es ist auf jeden Fall bis jetzt eine grosse Enttäuschung, die Siedler, und ich würde auch jedem empfehlen, das Game erst dann anzulängen, wenn auch die Community findet. Ja, und vor allem, sie sind, glaube ich, auch mit dem Preis enorm runtergekommen, wenn ich es recht im Kopf habe, wenn es das Game ist. Das hat ja, glaube ich, 80 Stutz gekostet oder so im Vorverkauf. Und das kostet ja noch 50 oder irgendwie so etwas in dieser Richtung. Ja, aber jetzt will es auch niemand mehr spielen. Also weißt du, es ist halt... Ja, es ist ja noch nicht einmal draussen. Also, ja, natürlich. Also, so, zuerst soll es mal veröffentlichen. Genau, stell dir vor, du bringst das Game raus und das will schon niemand mehr spielen, bevor du es gebracht hast. Das tut weh. Ja, das tut wirklich weh. Ja. Aber ja, das wäre wirklich ein Crit-Thema und darum muss es so ein bisschen weh tun, weil unsere Crit-Themen tun ein bisschen weh. Darum machen wir es auch. Emotional Damage. Genau. Es gibt noch mehr Emotional Damage Themen. Also los, Crit nochmal. Ja, genau, Crit nochmal. Wir kommen zu Emotional Damage 2 und zwar... I love it. Fantastisch. Und zwar Alex 2, wenn wir schon gerade bei 2 sind. Jetzt ist es so, bei Alex muss ich auch noch schnell fairerweise sagen, es ist nicht nur ein Crit-Thema, weil es gibt da auch 2, 3 sehr positive Punkte jetzt am neuen Alex. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut, auch noch ein bisschen mit dem Kollegen darüber geredet, was er angespielt hat. Alex ist ja wie auch schon das Ace, also Alex 2 wie schon das Ace, ist ja von Piranha Bytes. Piranha Bytes, das deutsche Studio, haben unter anderem auch Gothic Ace, Gothic 2, Gothic 3 hat es glaube ich auch gegeben, gemacht. Nachher, so viel ich weiss, ist auch The Search und The Search 2 von ihnen. Okay. Also Gothic Ray ist ja wahnsinnig beliebt. Also da kann man eigentlich viel erwarten von diesem Studio. Exactly. Ausser sie sind mit Alex in eine komplett andere Richtung. So gar nicht. Also Alex ist eigentlich Gothic in einem neuen Universum, also in einem moderneren Universum, also mehr Science-Fiction gemixt mit Fantasy, wo ja bei Gothic also Cyborg-Style, oder? Ja, exactly. Also es hat aber auch ein bisschen alles. Also Alex lebt auch davon, sehr divers zu sein. Und es ist halt auch vom Gameplay her, ist es wie Gothic, es ist ein RPG, du kannst kämpfen. Jetzt muss man aber sagen, dass Gothic damals auf jeden Fall ein Hammer-Game war. Gothic hat damals viel neu definiert. Gut, hat heute noch wahnsinnig Fans. Also. Genau, hat heute noch wahnsinnig Fans, aber was halt das Problem ist, wenn man heute das Gothic spielt, merkt man, okay, das Kampfsystem zum Beispiel ist etwas, das einem heute triggert, weil man so viele Games hat, die es viel besser gemacht haben in der letzten Zeit, oder? Ja, logisch, es ist ja gleich ein altes Spiel. Wenn du heutzutage so Ocarina of Time spielst, denkst du auch so, das haben andere Games viel besser. Ja, logisch, es ist halt ein altes Game. Die Möglichkeiten sind noch nicht da. Exactly. Aber der Punkt ist jetzt folgender, meine liebe Steffi, und zwar hat man das Kampfsystem scheinbar gar nicht fest angepasst bis heute. Das heisst, das ist immer noch so clunky wie damals. Also bei Alex 2? Bei Alex 2, ja genau. Also, also wirklich böse Zungen behaupten, dass an diesem Kampfsystem nicht sehr viel geändert ist worden. Dass man einfach grundsätzlich das übernommen hat und auch nur kleine Sachen hat angepasst. Weil das Kämpfen an sich ist halt wirklich ein bisschen, ja, also währenddem du kämpfst, findest du einfach, hey, erwarte mehr
von einer Kampfanimation oder von einer Gegneranimation oder von wie ich den Gegner treffe oder dass ich verschiedene Movesets habe, die einigermaßen aussehen. Und das Ja, ist vor allem halt gerade heutzutage, wo man ja wirklich ein paar Games hat, die das bis ins Detail ausgearbeitet haben, wo es nicht nur sich geil anfühlt, sondern es sieht auch noch geil aus. Genau. Und so, und ich meine... also so nicht nur innovativ, sondern auch so, wie sagt man, so natürlich halt, weißt du? Ja. Genau. Und das ist ja wirklich ein grosses Problem von Intuitiv, LX2. das Wort habe ich gesucht, Entschuldigung. Intuitiv. Kein Problem. Das ist ein grosses Problem von LX2. Und was auch ein riesen Problem von LX2 ist die Charakteranimation. Und zwar jetzt nach der Beta oder nach dem Testen vom Game von verschiedenen Testern haben sie auch das noch ein bisschen angepasst. Aber man hat immer noch ein bisschen das Gefühl, dass die Charaktere teilweise aussehen wie Wachsfiguren. Was auch ein riesen Problem ist, wenn du natürlich emotionale Szenen hast, wo der Hauptcharakter, sein Sohn, sein kleiner Sohn, also der ist wirklich so, ich würde sagen 6, 7 und halt auch so gross und also wirklich so klein. So einen kleinen, genau, so klein. Und dann hast du eine Szene, wo der Bär den Sohn umarmt und sie sich wo herzig soll sein, oder? Aber im Gesicht Sohn, hat es einfach kein Gefühl, keine Emotionen. Exactly. Okay. Und der Song sieht so aus wie eine Puppe oder weird. Etwas anderes, dass es mehr scary ist als etwas anderes oder mehr cringe. So wie der Dark Crystal. Genau. Oh shit. Ja, genau. Oh. Ja, also nicht gerade so extrem. Ja, aber um kurz zu erzählen, Dark Crystal ist eine Serie, wo auf Netflix Netflix ein Remake gemacht hat. Das ist eine Serie, glaube ich, aus den 60er, 70er oder 80er Jahren. Bis dort, ich weiß es nicht genau. Also schon sehr alt. Aber es ist wirklich zu 100% mit Puppen gemacht. Und logisch haben die natürlich keine Gesichtsregungen, sage ich jetzt einmal. Die haben einfach ein Gesicht und that's it. Aber ich hasse. Ich habe den Trailer gesehen und es hat mir Albträume beschert. Also von dem her, ja. Ja, cool. Ja. Auf jeden Fall. Nein, schau den Trailer nicht, wo wirklich der hat Albträume. Das ist schlimmer als jeder Horrorfilm. Schau den Trailer, Steffi ist nur ein bisschen schlechthaft. Also, auf jeden Fall. Auf eigene Gefahr in dem Fall. Was ich noch schnell sagen zu LX2 ist, dass es natürlich aber auch gute Neuerungen gibt, weil ich will nicht nur kritisieren, jetzt ist zwar ein Thema, aber es gibt eine Neuerung, wie zum Beispiel, man hat jetzt ein Jetpack zum Umfliegen. Und das ist aber scheinbar wirklich recht nice, also weil du halt die Möglichkeit hast, zum nicht gerade rauffliegen im Himmel, sondern du kannst zwar schräg führen, du kannst auch vorne fliegen, genau. Wow. Und das haben viele als gute Neuerung gesehen. Es ist nicht sehr innovativ, aber es funktioniert halt zum Vorwärtskommen recht gut. Und scheinbar das ist sehr wichtig, sind wir ehrlich. Ich bin ja gerade dran, einen Blogpost zu schreiben über das Thema Open Worlds und dort ist der Transport, sage ich jetzt einmal, das Vorwärtskommen von A nach B enorm wichtig. Also vor allem, ich habe da ein bisschen Community gefragt, bei uns intern gefragt, was die Leute davon halten. Und also Transport ist einer der Themen, die bei Open Worlds mit dem wichtigsten ist. LX2 ist aber kein Open World, oder? Doch. Ist das Open World? LX2 ist ein Open World, genau. Und sie haben, das ist schon ein grosser Punkt, wo sie gesagt haben, das ist ihr grosser Vorteil. Die Open World ist wirklich riesig und du kannst quasi alles erkunden. Und du hast die Möglichkeit, dir selber auf der Karte Punkte zu machen, wo du hast verschiedene Icons, die du kannst setzen, also Game-Gang, die du entdeckt hast. Was ja auch nichts Neues ist. Das gibt es ja auch schon in jedem Game. Natürlich nichts Neues. Aber du siehst, also Steffi, du merkst ein bisschen, also sagen wir es so, sie haben wahnsinnig viele Features, die eigentlich Standard sollten sein, nicht drinnen gehabt. Und jetzt, was sie reingebracht haben, freuen sich natürlich die Spieler enorm. So, wow, wie innovativ, mega cool, wow. Genau. Grossartig, wie vorbildlich. Okay, genau, also es ist so ein bisschen Fishing for Innovations. Ja, also man probiert das Spiel irgendwie ein bisschen gut zu reden, obwohl sie viel verkackt haben, sind wir ehrlich. Exactly. Schwierig. Darum ist es so ein Krit-Thema. Ja, okay. Aber was man sicher kann sagen ist, jemand, der LX1 schon gespielt hat und es gefeiert hat, dann wird LX2 sicher auch gefallen. Weil ohne sehr, sehr lustige Part davon sind Dialoge. Und da es ein deutsches Studio ist, haben sie natürlich
sind natürlich die deutschen Dialoge schon nochmal innovativer und sie haben recht lustig fair. viel auch mit deutschen Akzenten gearbeitet. Oder der hast du Ösi Oh, oder der wow. hast Ist das du Schweiz? Wesi. Dann musst du aber Und- auch einen Schweizer haben, findest du nicht? Ja, Das sehr wäre doch ja, lustig, oder? der Dude auf Hier dem kommst Berg du nicht oben rein, wäre nein. Schweizer. Oder? Ich habe ein Sidequest für dich. Genau. Ja. Hol mir den Käse. Hey, hallo Reisender. Ich habe eine Aufgabe für dich. Oh, wow. Das ist gut. Ja, genau. Aber ja, eben. so Ja. viel Auf jeden zum Fall Crit-Thema. So viel zum Crit-Thema. Und, Wir haben ja noch ein bisschen Loot. gehen Also wir bei Alex genau gibt es über sicher zum- auch Loot, aber sicher nicht so coolen Loot, wie wir haben. Exactly. Also, wir tun auf jeden Fall die Kiste mal auf und schauen uns den Loot an, Lootbox, wo wir Lootbox. haben. Lootboxen. Übrigens hier auch noch schnell kurz Schwenker zurück zu Alex 2. Sehr spannende Werbung, die sie gemacht Lass haben. Ruhe. Und Nein, zwar- ist okay. Ja, Werbung. Und zwar Ja, aber steht wenigstens haben einfach- sie Werbung gemacht, nicht so wie Babylons Fall. Ja, über Babylons Fall könnt ihr auch in der letzten Episode hören. Haben wir schön darüber diskutiert, was sie alles falsch gemacht haben. Und zwar hat Alex eine sehr spannende Werbung gemacht. Und sie hat einfach so einen Game-Ausschnitt gezeigt und nachher gross mit der Schrift drüber: keine Lootboxen, keine NFTs. Alex 2. Ah, wow, okay. Ja, fair enough. Und ja, fair enough. Ich habe das noch spannend gefunden. Ja, das ist Direktes ja. Marketing. Aber es ist halt wirklich heutzutage, ich meine, Lootboxen sorgen für Diskussion, NFTs sorgen nicht nur für Diskussionen, sondern auch für rote Gesichter und regelmäßige Rage-Anfälle. Von dem her ist es absolut fair, dass man das jetzt natürlich so im Meme-Format ein bisschen aufgreift. Ja. Genau. Aber jetzt moven wir on Yes, zum please. Loot. Zu echtem Loot, please. Zu echtem Loot. Und zwar eigentlich, weil jetzt das Thema LX2 hatte, finde ich, Steffi, möchtest du nicht gerade weiterfahren mit dem coolen Bundle, was es im Moment gibt? Ich sehe zwar den Zusammenhang überhaupt nicht. Ich bin auch schon ready, für den Trailer zu zeigen vom Game, das du dir gesnackt ist hast. gut. Von dem her, Dann schieß komme los. ich zum Game, das ich mir gesnackt habe. Und zwar ist das Hellpoint. Jetzt ist es auch so, dass Hellpoint ein Game war, wo wir einen Trailer mal, oder wo ich mal einen Trailer gesehen habe. Ich glaube, das muss in einer Game 2-Folge sein. Und ich habe den Trailer gesehen und habe dann mit meinem Kollegen darüber geredet, wo wir suchen uns eigentlich immer coole Games aus, die wir zusammen spielen können. Auf der Couch, also Couch-Koop, wo wir das... Ja, wir machen das seit Jahren, es ist eine Tradition, dass wir bei mir daheim auf der Couch coole Games spielen, die uns beide faszinieren. Habt Und ihr dann die haben wir Text angefangen- zugespielt? Nein, das habe ich mit einer anderen Person gespielt, Ach so, ja, mit einer okay, weiblichen Person. Also, sorry. Genau. Ich habe nur schon gewusst, ob du mit ihm auch den Text zugespielt hast. Aber kommen wir zurück zu Hellpoint. Okay. Auf jeden Fall, Hellpoint war eine riesige Überraschung für uns. Und zwar ist Hellpoint ein Souls-like, wo man zusammen spielen kann. Und ja, ihr habt richtig gehört, also ein Souls-like, wo man Couch-Koop spielen kann. Das ist das erste, wo ich... nein, das zweite, das stimmt gar nicht, das ist das zweite, das ich kenne. Wir haben auch schon Remnant from the Ashes zusammen gespielt. So ein sehr, sehr geiles Game war, auch zusammen durchgespielt auf der Couch. Aber Hellpoint gibt dem Ganzen nochmal eine neue Richtung und eine neue Direktive. Weil bei Hellpoint ist es so, dass wenn einer stirbt, und zwar geht es nur, wenn der Nicht-Host stirbt, kann der Host zu ihm hergehen und dann macht er Seppuku. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, aber das ist die japanische Ja. Art vom Selbstmord. Genau. Und er rammt sich nachher ein Messer in den Bauch und nimmt sich die Hälfte vom Leben weg, um den Kollegen wieder zu reviven. Wow, das muss Und- Liebe sein. Das ist Liebe, ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn mein Kollege der Host ist und ich immer am gleichen Ort runtergehe. Oh, wie ein richtiger Anfänger. Oh. Ja, vor allem. Nein, das ist schon, also ich glaube, mit der Zeit könnte das, wird das recht mühsam. Aber es ist ultra cool, also das Level-System, das Waffensystem, die ganzen Arten von Loot, die du findest, das Inventar, alles ist sehr divers und es wirkt am Anfang ultra kompliziert, weil halt auch so eigene Namen hast. Du hast nicht wie im Dark Souls Seelen, sondern die heißen Aktionen. Du hast nicht wie im Dark Souls irgendwie
Stärke, sondern du hast irgendwie Körperkraft. Also es wird alles ein bisschen anders umformuliert, ist aber eigentlich das Gleiche und ist auch recht nice, weil du hast zum Beispiel bei Waffen hast du die Möglichkeit, dass je länger du eine Waffe spielst, und das ist egal, ob das jetzt eine Axt ist oder ein Schwert oder was auch immer, je länger du es spielst, desto mehr Fähigkeiten vor Waffen schaltest du frei, die du nachher zusätzlich kannst nutzen kannst. Das heisst, sie fängt zum Beispiel auf einmal an zu brennen, du kannst sie auf einmal schiessen, du kannst mehr Schaden mit ihr machen, sie fühlt sich leichter an der Hand, dann machst du schnellere Angriffe, sie bringt dir einen Heal über die Zeit und das ist wirklich sehr, sehr nice, weil die Waffen haben so wie 5 Stufen, wo sie sich entwickeln können bis zur ultimativen Stufe. Und bei der ultimativen Stufe kannst du mit einer Waffe dann so etwas machen wie einen Feuerring, der von unten kommt und alle Gegner verbrennt. Also ultra cool und es macht ultra Spaß und du hast dann wie Gründe, verschiedenste Waffen zu spielen, weil du findest, ich will wissen, was kann die näher, oder was kann ich da freischalten. Und du hast auch enorm viele coole Rüstungen, die du kannst ausrüsten kannst. Du hast, die Gegner sind sehr divers. Also es wird natürlich Recycling gemacht, weil das Game ist, meiner Meinung nach, es ist ein Game, das man jetzt unter dem Radar würde sagen, ein kleineres, ein Indie-Game eigentlich, wo die es entwickelt haben, ist das kanadische Studio Cradle Games heissen sie. Und es ist ultra cool. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein russisches Spiel, weil die Charaktere und so im Game, die reden so eine komische Sprache, dass ich das Gefühl hatte, hey, das muss irgendwie russisch sein oder so. Und dann bin ich googeln und habe herausgefunden, okay, nein, es ist ein kanadisches Game. Aber es wirkt auch so, als würde das Studio sehr oft in der Cloud zusammen arbeiten. Also die haben gar nicht wie einen festen Standort, sondern die arbeiten über die Cloud eigentlich zusammen und developen von verschiedensten Orten der Welt aus ihre Games. Und mit dem Game, mit dem Hellpoint, haben sie von mir aus gesehen jetzt wirklich gerade etwas gemacht, wo natürlich verbesserungswürdig ist. Und vor allem auf der PS haben wir mit FPS ein riesen Problem gehabt teilweise. Also so, dass du den Gegner gar nicht getroffen hast und umgelegt bist. Vor allem jetzt das Zweite. Aber das war das Einzige, was mich jetzt extrem gestört hat. Sonst hat es natürlich kleine Fehler gehabt, aber für das es ein Game ist, das eigentlich mehr wirklich ein Indie-Game ist und nicht von einem grossen Studio, muss ich sagen, wirklich Hut ab. Es hat uns gefesselt, wir wollen weitermachen, wir wollen es weiterspielen. Die düsteren Level sind ultra cool. Die Idee, die sie haben, dass man verschiedenste Fähigkeiten hat und noch verschiedenste Upgrades machen kann und Zeug modifizieren und Zeug zusammenbauen, man kann wirklich so viel machen, ist ultra nice. Man muss sich natürlich aber auch darauf einladen, dass man sagt, okay, ich möchte das alles kennenlernen, ich möchte mich ein bisschen reinlesen. Also es ist nicht so, dass man es gerade spielen kann und dann checkt man gerade alles. Und grosser Nachteil, aber vielleicht werden gewisse Tryhards so sagen, was ist ein Vorteil, es gibt keine Karten. Oh shit! Es gibt keine Map. Also du hast keine Map. Ja, wobei ich kenne, also Death's Door zum Beispiel, eines der grossartigsten Spiele meiner Meinung nach von letztes Jahr, hat auch keine Map gehabt. Es geht schon irgendwie, aber mit Karten ist es natürlich einfacher. Es kommt auch darauf an, wie gross das Gebiet ist. Ja, die sind eben manchmal huge. Und manchmal sind es so richtige Labyrinthe. Du kommst gar nicht mehr raus, ob du schon bestärkt warst oder nicht. Ja, und es hat ultra Spass gemacht am Anfang und nachher ist es ultra mühsam geworden, weil wir nicht mehr gewusst haben, fuck, wo müssen wir jetzt durch? Woher sind wir gekommen? Das glaube ich. Es klingt aber auch ein bisschen nach Dark Souls irgendwie. Da hast du, glaube ich, auch keine Karte. Genau. Dark Souls 3 hast du eine Karte, sicher? Ich glaube es, ja. Also im Elden Ring hast du jetzt einmal eine. Okay. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe es nie wirklich gespielt. Ich habe ziemlich schnell keinen Bock mehr gehabt von dem. Also jetzt bei Dark Souls 3. Elden Ring habe ich gar nicht erst angelenkt. Das ist mir, ich habe andere Games, die mich mehr interessieren. Und vor allem, ich habe mir jetzt letztens gerade ein Bundle gekauft. Vor 3 Tagen, am Freitag war das, habe ich mir ein Bundle gekauft mit 992 Games. Für $10. Also ich habe alle Hände voll zu tun. Und zwar ist es ein Bundle von itch.io, also itch.io. Ich kann euch schon in die Show Notes packen, den Link. Und es ist ein Bundle für Ukraine.
Also itch.io hat etwa die mal so Bundles, sie haben mal eins für Racial Justice und Equality, das haben wir dann noch gekauft. Meistens eben wirklich wahnsinnig viele Games und immer so für $10. Also du kannst schon mehr zahlen, wenn du möchtest, aber die meisten zahlen so $10. Und die haben bis jetzt tatsächlich schon über $5 Millionen eingenommen. Und das Geld, das sie einnehmen, spenden sie natürlich in die Ukraine. Also von dem her sicher auch eine gute Sache. Und eben in diesem Bundle hat es 992 Games, also fast 1000 verschiedene Spiele. Und allein die haben irgendwie einen Wert von über $6'500. Also Wahnsinn. Klar, man muss natürlich sagen, es hat auch das ein oder andere Game dabei, das sicher Trash ist, logisch. Bei fast 1000 Games zu diesem Preis. Aber es hat auch wahnsinnig gute und vor allem auch recht bekannte Spiele dabei. Celeste zum Beispiel ist so eins, das hat sogar auch Preise abgestaubt. Also schon allein das ist mehr wert als $10. Es hat aber auch zum Beispiel Baba Is You, das ist etwas, was ich schon länger mal eigentlich spielen wollte. Hat auch schon Kultstatus eigentlich, wenn man so will. Ein Short Hike hat es drin, das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Es ist so herzig. Es ist die kleinste Open World, die es in einem Game gibt. Ich habe es in einer Stunde durchgespielt. Ich weiss noch, ich habe das dann gestreamt und es ist einfach so putzig. Du spielst einen Pinguin und du machst dich auf, um die Welt zu entdecken und verschiedene Nebenquests zu machen. Und du kannst 3 Stunden in dieser Welt verbringen, du kannst aber auch eher eine halbe Stunde durchrushen. Aber es ist so cute. Also kann ich wirklich ans Herz legen. Und Hidden Folks ist echt so ein Findet Walter oder Wo ist Walter Game, einfach in schwarz-weiß. Aber auch wirklich eigentlich ein cooles Indie-Game. Ja, und es hat viel geile Indie-Games in diesem Bundle drin. Und ich kann es gar nicht erwarten, mit auch mal ein bisschen durchzutesten, sage ich mal. Ich meine, meine Pile of Shame ist schon dermaßen gross. Jetzt ist es ja um 1000 Games grösser geworden. Ja, die paar Sachen, gell? Ich meine, Good Snowman is hard to build. Auf das es klingt einfach lustig. Nein, ich bin wahnsinnig gespannt. Ein paar Games sehen zumindest schon allein vom Cover her mega vielversprechend aus. Und von dem her bin ich sehr gespannt, das mal auszuprobieren. Vielleicht mache ich das aber dann mal irgendwie on-stream oder so, wo ich irgendwie alle halbe Stunde einfach irgendwie, mache irgendwie 12 Stunden Stream und alle halbe Stunde wird einfach ein neues Game ausgewählt. Oder alle 10 Minuten oder so. Irgendwie das fände so. Ich krass. Ja, das fände ich sehr krass. Sonst kommst du ja gar nicht first bei 1000 Games, man. Das Bundle ist übrigens, beziehungsweise die Spendenaktion ist ja eigentlich, läuft jetzt noch 3,5 Tage. Also ich denke, was ist das? Am Freitag geht es auch zu. Von dem her, wenn ihr da noch mitmachen wollt, es lohnt sich auf jeden Fall für beide Seiten. Und es ist auch eine gute Sache. Also ich muss so ganz ehrlich sagen, ich werde mir das auch noch besorgen, das Bundle. Das ist so eine wirklich ultra gute Sache. Aber man müsste eigentlich gar nicht betonen, wie viel Geld man damit spart. Man spart extrem viel Geld, aber das ist gar nicht der springende Punkt hier, sondern es geht echt darum, dass man mit dem halt wirklich etwas supportet. Ja, vor allem für $10. Du kommst sogar noch ein bisschen dafür rüber. Also von dem her. Ja. Und ich meine, das ist doch, also weißt du, da kann man als Gamer auch sagen, okay, ich mache jetzt hier, take Action, ich mache etwas und anstatt dass man immer davon redet, ja, es ist schade und man sollte doch helfen und so. So kann man helfen, ganz einfach. Und kann etwas beisteuern, dass auch das irgendwann ist, hoffentlich wieder... und man entdeckt vielleicht sogar die eine oder andere Gaming-Perle. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen das. Genau. Und ich würde sagen, da sind wir eigentlich auch schon am Schluss angekommen von unserem Podcast von heute. Wir haben wieder massiv überzogen, aber ihr wisst sicher, wie es ist. Es ist einfach, Gaming ist unsere Leidenschaft. Wir können gar nicht anders als einfach reden. Genau, ich wollte sagen, ich habe das mit der Gaming-Perle aufschnappen und sagen, Steffi, unsere Gaming-Perle. Ich bin auch eine Perle, ich weiss, ja. Du hast es wirklich auch gemacht.
Ja, also so muss ich sagen, ja. Shit. Und ich müssen uns jetzt langsam verabschieden, weil wir Yes. doch tatsächlich jetzt schon wieder den Rekord gebrochen haben. Hey, unglaublich. Eigentlich haben wir gesagt, maximal eine Stunde, aber unsere Podcasts dauern viel zu lang. Wir müssen wirklich schauen, dass wir es vielleicht nächstes Mal ein bisschen kürzen. Aber ja, Leute, followen, hören, teilen, abonnieren. Ihr kennt das ganze Social Media Gedöns. Yes. 5 Sterne auf Spotify helfen uns auch extrem. Von dem her, ja, lasst ihr doch mal da liegen. Und dann sehen und hören wir uns am Montag zu einer weiteren Live-Folge Podcast auf Twitch. Oder halt in der Woche am Dienstag auf Spotify. Genau, am 4 kommt jeweils eine Folge. Dann würde ich sagen, viel Spass noch in dieser Woche. Lasst uns wissen, ob ihr das Ukraine-Bundle noch kauft. Und ja, also, ihr könnt uns gerne im Discord schreiben. Das ist vielleicht am einfachsten. Alle Infos und Links findet ihr erst in den Shownotes. Und ja, macht es gut. Zockt euch in Finger wund und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Bis dann, bye bye.